Weil immer wenn es um Streaming geht, oder bei dieser Thematik jetzt mit Alben im Streaming-Zeitalter, geht es heute einfach nicht mehr, dass man gross in dem, ja, ich muss einfach in einer Release-Woche voll abgehen. Die Mentalität muss man langsam ein bisschen ausbalancieren in der Schweiz. Die muss nicht komplett aufhören, weil First Week Sales, ja, sind immer noch wichtig bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich sehe das noch zu oft, dass wenn es dann um Alben-Releases geht, egal auf welchem Level du bist, Newcomer oder halt auch ein bisschen etablierterer Künstler, sage ich mal so in einem unteren Mittelstand oder in einem Mittelstand irgendwo, dass man halt oftmals das so trimmt, dass man sagt, ja, man bringt nur ein Album raus, um halt irgendwie am Anfang schnell kurzfristig gross in den Charts können stattzufinden. So, wenn man das jetzt schafft, wenn man genug Konsumenten da raus hat, die das supporten. Und dann verschwindet es auch gerade wieder. Und ich sage mal, in so einer Verbindung lohnt sich ein Album im Streaming nicht mehr so fest, wenn man in so einer Mentalität immer noch drinnen feststeckt. Weil ich verstehe auch, woher das kommt. Die so, ich schaue mir nur die erste Woche an, es muss mega abgehen in der ersten Woche und sonst ist es ein Flop. Tue ich das als Flop deklarieren. Das kommt halt, müsst ihr euch vorstellen, wie in den Kinos, oder halt früher bei den CD-Verkäufen, dass man halt sich die erste Verkaufswoche ist halt nicht nur für die Charts extrem relevant gewesen, sondern halt auch, ich sage das Beispiel mit dem Kino, weil man hört da sicher aus Amerika ab und zu, oder hat vorher die News gehört, ja, Box Office Success, oder es hat so und so viele Tickets verkauft. Der Kinofilm hat so und so viele Tickets verkauft in den ersten 3-4 Wochenenden oder in der ersten Woche, sagen wir jetzt einfach mal. Und die Kinos meistens oder die Kinopartner tun eben anhand von der Stärke von den ersten paar Wochen bestimmen, wie lange sie den Kinofilm überhaupt noch in ihren Kinos platziert lassen. Und ihr könnt euch vorstellen, früher, wo es noch viel physisch stärker war, auch in der Schweiz, haben die Händler das auch ein bisschen an dem ausgemacht, dass man halt geschaut hat, okay, man hat eine Bombe erste Woche und dann die Releases, die halt in der ersten Woche mega abgegangen sind, die haben halt auch einen längeren Platz genossen, sozusagen im Regal. Und jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Genau. Und wenn man das ein bisschen versteht, dann versteht man ein bisschen auch, woher die alte Mentalität kommt, sage ich jetzt einfach mal, die altbackene Mentalität. Nur der Jux ist, im Streaming funktioniert das tatsächlich nicht mehr so. Man kann sich schon darauf auslegen, dass wenn man ein Album rausbringt als Schweizer Künstler, dass man sagt, ich schaue jetzt eben mega, dass es in der ersten Woche abgeht, aber Streaming ist halt ein Marathon, das ist kein Sprint. Es kann dir vielleicht schon bringen, dass du halt nachher in der ersten Woche einfach mega gestreamt wirst oder noch Verkäufe auslösen tust. Aber wenn du dann sofort runterfliegst und die Kurve in den Analytics sieht so aus, ein grosser Bogen am Anfang in den ersten paar Tagen und nachher geht es runter ins Nirvana, dann, wenn das eher immer so passiert, dann muss ich sagen, hat man das nicht so ganz verstanden, wie Streaming tatsächlich funktioniert. Weil im Streaming, wenn du jetzt ein Album rausbringst, als Newcomer, sage ich jetzt einfach mal, auch in der Schweiz ist das so, das Verhalten und die Mechanismen sind in der Schweiz genauso wie in anderen Ländern relativ gleich, dass wenn du das Album rausbringst, dann kann man das auf jeden Fall machen und das ist auch sehr berechtigt, immer noch im Streaming-Zeitalter, aber man muss einfach mit der Länge arbeiten gegen Hindern. Man muss einfach ein bisschen verstehen im Kopf, dass das Album auch noch in 5-6 Monaten relevant sein kann und weiter streamen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Nachher mit dem Longtail, im Englischen nennt man das halt der Longtail in so einer Statistik, dass es halt nicht um den Sprint geht in den ersten 2-3 Wochen, was das Album machen könnte, sondern schaffst du es bei einem 10-Track-Album, sage ich jetzt einfach mal, oder bei einem 8-Track-Album oder bei einer kleinen EP, schaffst du es, dass die auch noch in 6, 7, 8 Monaten streamt. Dann macht man es
ist man sicher auf dem richtigen Pfad. Weil wenn das nur alles sehr auf kurzfristige Sales getrimmt ist und kurzfristige Verkäufe und dann interessiert es schon niemand mehr, kann man auch machen, aber dann wird man schnell mal erkennen, dass wenn man das dann immer so macht und immer zum nächsten Release geht, dann hat man schnell mal die Situation, wo jetzt Deutschland hat, und das ist dann eher eine grössere Problemstellung, die sie haben, dass sie so viel releasen und so schnell sozusagen die Tracks auswechseln und die Projekte auswechseln, dass die Konsumenten da aussen sich daran gewöhnen und nachher, nach 2 Wochen, dir schon in den Comments sagen, ey, wann kommt schon das Neue? Wann kommt der neue Song? Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Und das ist das Schlimmste. Also ich bin nicht selber Musiker jetzt im Moment in der Schweiz, aber ich kann mir vorstellen, das ist kein geiler, das ist nicht, das ist kein geiler Moment oder kein geiles Gefühl, wenn man jetzt lange Zeit im Studio verbracht hat, zum 5, 6, 7, 8 Tracks machen, was auch immer. Und dann bringt man ein grösseres Projekt raus und tut dort seine ganze Seele und sein ganzes Herz in das Projekt. Ist richtig am Schweissen und am Rennen für das Projekt. Nur, dass dann in 2 Wochen in den Comments siehst, ey, wann kommt das nächste Projekt? Und ich sage mal, die Diskussion kann man ein bisschen aushebeln, oder nicht aushebeln, aber dort geht es eben ein bisschen darum, wie man mit den Konsumenten umgeht, dass, ja, man soll sich natürlich auch nicht wundern, wenn ich jetzt, sage ich einmal, ich muss dann noch schnell schauen auf die Zeit, man muss sich nicht wundern, wenn man jetzt, in Amerika hat es das auch schon gegeben, gewisse Beispiele, und gewisse Schweizer machen das auch, Schweizer Künstler, dass du halt ein Projekt rausgibst und gerade sagst, irgendwie die Woche danach oder irgendwann 3, 4 Wochen später sagst, ja, aber ich schaffe schon an neue Musik. Und ich glaube, viele Künstler auch in der Schweiz verstehen gar nicht, was sie machen, wenn sie das sagen gegenüber ihren Konsumenten und Hörern da draussen. Weil umso früher du sozusagen nach einem Release sagst, ja, ich schaffe schon an neue Musik, ich bin immer die ganze Zeit im Studio, und das gegen aussen erzählst, umso früher tun sich auch die Konsumenten daran gewöhnen, dass sie sich in ihrem Kopf einfach unterschwellig erklären nachher, es kommen ja irgendwann einmal neue Songs. Ich muss jetzt den Song nur so ein bisschen semi abfeiern, weil vielleicht kommt ja noch etwas Geileres. Weil wenn man halt immer mit dieser Einstellung kommunizieren, und darum, das passt halt meiner Meinung nach sehr gut in den Kontext mit einem Album im Streaming. Weil der Denkfehler, der oftmals passiert ist, ja, man release das Album, man tut das extrem kurzfristig behandeln als Künstler. Vielleicht das höchste von den Gefühlen ist dann, dass man das einen Monat kommuniziert. Und das ist in der Schweiz, sage ich jetzt einmal, wirklich das höchste von den Gefühlen. Ich sehe nicht sehr, sehr viele Schweizer Künstler, die nicht irgendwie bei einem grösseren Label sind, wo ihnen das erklärt. Sehe ich jetzt nicht viele Newcomer und Newcomerinnen, die halt ihr grösseres Projekt länger kommunizieren als 4, 5 Wochen. Und dann muss man sich einfach nicht wundern, oder eben, das hat ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu tun von den Leuten da draussen, aber auch als Künstler, wenn man halt nach 5 Wochen sein Projekt, an dem man so lange gearbeitet hat, auch als Künstler selber, wenn man das schon als alt betrachtet, und ich tue alt in Anführungs- und Schlusszeichen, weil, um euch ein bisschen verstehen zu geben oder Signal zu geben, dass so etwas wie alt und neu existiert im Streaming nicht. Es existiert einfach, wie lange ein Song oder ein Album oder ein Projekt kann weiter gestreamt werden. Darum tut man sich wieso dort ein bisschen selber ins Bein schiessen, sage ich mal, wenn man in der Kommunikation nicht ganz aufpasst. Und nachher gegen aussen die ganze Zeit, eben nach 4, 5 Wochen, ignoriert man dann sein grösseres Projekt, tut das auf die Seite und sagt sich schon, macht euch keine Sorgen, es kommt dann noch mehr Material raus. Es kommt noch mehr Zeug. Und wenn man das die ganze Zeit repetiert und immer wieder macht, dann erzieht man halt irgendwann einmal einfach den Konsument. Darum meine ich, die Verbindung mit Deutschland. Wenn man das beobachten will, was ich jetzt da gerade erkläre, dann muss man nur auf Deutschland schauen, was dort teilweise in den YouTube-Comments abgeht, dass halt Leute riesige Musikvideos machen
und mega viel Zeit investieren in ein Projekt, aber weil sie so viel releasen, hat der Konsument wie so nach 2 Wochen schon die Schnauze voll. Das ist jetzt natürlich sehr extrem überspitzt in Deutschland, weil so weit sind wir in der Schweiz noch nicht. Aber ich sage einfach in dem Kontext mit dem Album im Streaming-Zeitalter, sage ich einfach mal, wenn man sich die Frage stellt, ob man das Album machen oder wenn man das Album machen, muss man sich einfach gut überlegen, wie man das kommuniziert und wie lange man das kommunizieren tut. Ich hoffe, man versteht ein bisschen, auf was ich raus will.